Ja, das war's. War das der war's schon. Arcade-Mode schon. Ganz vergessen. Normalerweise ist mein Charakter der Boss-Charakter, der kommt am Ende. Willst du noch irgendwas zeigen so? Ja, wir können ein bisschen die Instant-Kills zeigen. Ja, um die Instant geilen Kills, Animationen zu zeigen. Unter anderem auch von meinen Schatten hätte ich eben mitten im Match benutzen können, aber ja, nicht vonnöten. Ja, zeig mal her. Also ich freue mich wirklich auf MKX, also Mortal Kombat's neue. Ja. Weil ich bin einfach ein Fan der Serie, einfach weil es sau brutal ist und sau lustig ist. Das ist halt auch ein bisschen so ein ruhigeres Spiel, auch, Ja, finde ich. ja. Im Vergleich. Also Melty Blood, die Geschwindigkeit war für mich eigentlich perfekt. Das hat richtig Spaß gemacht. Melty Blood ist ein bisschen langsamer wie das Spiel. Ja, das ist schon fast zu wie dann schon wieder. Ich weiß es nicht Genau. Ja, Persona 4, wie spielt sich das? Also Persona 4 Arena, Das nicht ist das wie Guilty Gear Rollenspiel. Light ein bisschen oder Blaze Blue Light. Also es spielt sich leichter, man kommt noch leichter rein, weil es weniger Sachen zu ändern gibt. Es gibt auch wieder nur 4 Knöpfe. Und es gibt auch, wie du vorhin gemerkt hast, wenn du eine Richtung hältst und Normal drückst zum Beispiel. Das gibt es in Persona fast gar nicht. Also musst du dir weniger Knöpfe merken. Für Einsteiger gemacht, weil Persona ist ja, wie die meisten hier wahrscheinlich eher kennen, eine Rollenspielreihe und das ist für die Fans gemacht. Aber es ist trotzdem ein gutes Spiel, was jetzt auch sogar auf die Evo gekommen ist, was sehr unerwartet war. Wird es nicht sogar für Next Gen nochmal released? Weiß ich nicht, Persona 5, das RPG kommt. Und ich denke dann, Atlus sagt, jo, wir wollen noch ein Fighting Game, wir machen jetzt noch Persona 5 dazu, weil in Persona Arena sind Persona 3 und Persona 4 Charaktere. Ah, okay. Ja, ich So. weiß nur für also ich glaube, dass Persona 4 Arena für Next Gen nochmal kommt. Okay. Und was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass Dead or Alive 5 kommt. Dead or Alive 5 kommt in genau einem Monat und das habe ich schon vorbestellt und bin hyped drauf. Sehr gut. Weil ich möchte mit natürlich sehr muskulösen Männern. Nein, ich spiele nur mit Frauen. Ja, aber Dead or Alive ist echt cool. Ich war auch im Überlegen, mir es zu holen, aber ich bräuchte erstmal einen Stick. So, jetzt Wobei Dead or Alive kannst du auch mit Patch spielen. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. kein Problem. Jetzt spielen wir mal, jetzt hören wir uns mal das Theme auch nebenher an von meinem Charakter, damit man mal ein bisschen Gefühl bekommt. Aino ist auch so ein alter Charakter, warum man die spielen sollte oder warum die viele spielen wollen, ist sehr schnell erkennbar. Ja, hat man eben Er hat eine direkt fucking gesehen. Gitarre wegen Metal Hat und eine so. fucking Gitarre. Ja. Das ist der Hauptgrund. Mir fällt sonst keiner ein. Die fucking hellblaue türkisene Gitarre. Ja. Whatever. Aber guck mal, sie spielt sogar was, warum es um Details geht. Sie spielt sogar, sie stellt sogar ihre Gitarre ein und du hörst es. Hör mal genau hin. Sie dreht an die Gitarre rum. Sie stimmt sie. Krass. Mein Charakter hat genauso was. Das hat fast kein Spiel und mein Charakter in der Idle-Animation, ja, macht es nicht. Ich muss vielleicht ein Stück laufen. Vorführeffekt. Na komm, Ram, please. Sicher, dass du dich dabei ducken musst? Ja, ganz sicher. Eventuell nur in der Nähe vom Gegner. Wenn nicht, wähl doch deine Figur als nächstes als... Da, sie macht wie eine Katze. Katzenbuckel. So, und da hört man halt ein bisschen so den rocklastigeren, metallastigeren Ja, Soundtrack ja. und so weiter. So, und jetzt wollte ich ja die Instant Kills zeigen. Das zeige ich erst von meinem Charakter. Und da ändert sich auch, da kommt eine spezielle Instant Kill Musik sogar. Natürlich benutzt sie ihre Schwerter. Macht sie noch größeren Schwerter, weil die waren ja noch nicht groß genug. Oh Mann. So, hätte lassen sollen. Aber egal, jetzt können wir noch, zeige ich noch Aino. Du kannst die Figur instant switchen? Ja, natürlich. Das ist nur im Practice Mode so. Das ist für Spieler, die alte Serie kennen, das ist eine ihrer Signatur-Moves, wo man diese X sieht. Wenn man früher von denen berührt wurde im Match, wurde man gekillt quasi. Deswegen sieht man das so. Aber ja, sonst ist ihr Instant Kill relativ langweilig. Was aber mein Charakter auch noch hat, du hast ja vorhin die Taunts gesehen mit den kurzen Mittelfingern und so weiter. Er fängt an und redet mit ihr. Und das sind immer unterschiedliche Dialoge, was der so erzählt. Er redet dann über ihre Beine oder so weiter, oder dass die vorherigen Besitzer von ihm viel besser waren als sie und so weiter und beleidigt die da permanent. Und guck mal, wie lang das geht. Alter. Und du hast sogar eine Negative Penalty dafür gekriegt. Genau. Und wie man auch hört, ich habe auch die Sprecherin von meinem Charakter als Announcer. Normalerweise ist es ein anderer Char, der da redet.
Und so lang ging der Ton, fast eine halbe Minute. Ah, das ist gar keine extra Figur, kein extra Sprecher, sondern das ist der Sprecher von der Figur normalerweise. Genau, den habe ich mir als DLC geholt von meinem Char. Okay. Normalerweise ist es ein Default-Sprecher. Man hört man auch ein bisschen, wenn du sie auswählst, sagt sie Watashi. Ich. Oh. Das ist voll schön. So, der hier hat meiner Meinung nach den geilsten Instant-Kill im Spiel. Venom. Nehmen wir mal den nächsten Track. Ja, doch. Ist auch ziemlich gut. Zeig mir Faust. Faust. Ja, das ist auch ein sehr guter Instant-Kill. Sehr guter Instant-Kill. Die haben auch sehr gute Idle-Animationen. Zumindest Faust hatte, glaube ich, die beste Idle-Animation im Spiel. Die siehst du auch direkt. Da wirst du dich kaputt lachen. Das weiß ich jetzt schon leider. Pass auf, was gleich aus seinem Hinterteil kommt. Bobbes. Eine Blume. Eine Blume, die Eine ein fucking Gesicht hat. Blume. Alter. Hat der Venom einen Gürtel von Dolce & Gabbana oder so? Kann gut sein. Der gilt auch als Homo. Ah, okay. Mit seinem Stab. Guck, der hat auch eine Idle-Animation. Der macht dann einfach vorne. Er macht die Kreide auf den Genau. Köder. Ja. So, jetzt gucken wir uns mal die Instant-Kills an. Das ist der beste Instant-Kill meiner Meinung nach. Oh, fuck. Siehst du, ich verkack's auch. Oh, der verfehlt Faust, weil er sich duckt. Dann machen wir das kurz so. Der Faust ist als Kugel, als Billardkugel da. Und jeder Charakter hat eine eigene Kugel. Das ist ja geil. Das finde ich so gut, dass einfach jeder richtig cool gemacht, da als ja. Kugel da ist. Und das ist halt, weil du eben von gewechselt hast, man kann direkt wechseln. Natürlich kannst du das machen, weil das Spiel ist, achso, er kann sich auch im Crouch bewegen, kriechen. Und das ist seine nach hinten Laufanimation. Das ist ja geil. Kann auch ein bisschen so einen Moves zeigen. Und der ist ein bisschen strange, der Charakter. Hier kämpft er mit seiner Spritze und da guckt irgendwas vorne raus, wenn du es genau siehst. Sehen wir es so? Fuck. Ich darf nicht Fuck sagen. Jetzt sehen wir es. Ich hoffe, ich krieg's hin. Du kannst dir sagen, was du willst. Guck, was da rauskommt. Mini-Faust. Oh, ist das Spiel kaputt. Aber geil, das macht den Charme aus. Irgendwie. Genau, das macht den Charme aus von dem Spiel. So, dann machen wir noch seinen Instant-Kill. Er ist ein Doktor. Dr. Faust. Genau. Und der das im Götterfunke spielt im Hintergrund. Heute schöner Götterfunken. Waren das im Hintergrund? Das sah ein bisschen aus wie Wehrmachtssoldaten. Ja, als ja, Faust. genau. Der ist der Doktor von Zepp. Dr. Nazi. Ist ja auch ein Deutscher, Ah, okay. glaube ich. Bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Weil, Es gibt aber einen anderen Deutschen. falls ihr es nicht wusstet, die Japaner fahren doch schon so ein bisschen auf die Deutschen ab. Ja, jetzt kommt der richtige Deutsche. Das ist ein DLC-Charakter. Das ist halt leider bei Axis Games so, aber ich habe damit kein Problem, weil ich hab's Geld und mir ist es egal. Was zahlst du pro Charakter? Umgerechnet 5 €, ist okay. Ja. Und wenn du es mit wem teilst, ist es sogar noch billiger. Es ist halt nicht nur, dass ihr irgendwie einen neuen Skin drauf kriegt oder so ein Scheiß, sondern ihr habt wirklich eine Figur mit ganz eigenen Patterns. sieht's aus. Ihr könnt nochmal komplett neu lernen. Und eine eigene Musik noch dazu, oft auch noch eine eigene Stage. Also ich finde bei Fightern, es ist zwar ärgerlich, wenn neue Figuren hinzukommen, aber ich habe bei Mortal Kombat zum Beispiel damals, habe ich mir das Pack geholt, wo der Freddy Krüger mit dabei war. Und zwar komplett was Neues und das fand ich saugeil. So müssen DLC-Charaktere sein, nicht nur einfach so ein anderer Charakter, der sich gleich spielt wie so ein anderer Char. Gibt's ja auch, dass sie dasselbe System hinten dran haben und es ist nur ein anderes Skin drauf. Genau. Bevor wir weitermachen, oder du kannst ruhig schon mal reinklicken, aber was hältst du davon, dass Smash Brothers auf die Evo kommt? Viele hassen ja Smash. Das Neue? Nee, oder generell Generell in okay. den Fighting Games. Was sagen die Profis von Brawl zu Smash? Von Brawl zu welchem Smash? Nee, zu Smash Wii U, zu Smash U. Das Gamecube, wie hieß denn das? Brawl? Melee. Das war ja das Smash. Das ist auch immer noch das Smash. Also das Neue kommt nicht ran, okay. Das Neue ist beliebt, aber es kommt nicht an Melee ran aktuell. Wir haben eine Nacht gemacht, wo wir es zu 7 gespielt haben. Es war kaputt. Ja. Und was mich ankotzt bei Smash Brothers, wenn du sagst, Spielmodus zu 8, hast du nicht mal die Hälfte der Stages available. Okay.
kannst nicht alle Stages spielen. Aber es war kaputt und irgendwann haben wir gesagt, wir spielen alle Yoshi, das war noch kaputter. Oh Gott. Das war lustig. So, das hier ist jetzt der Deutsche. Leo Whitefang. Da muss ich was anderes, da wir ja alle Deutsch sind. Und mal schauen, wie die Japaner uns Deutsche so vom Move-Namen nehmen. Schauen wir mal, was die so haben. Windrad des Weltraum. Leidenschaft Dirigent. Stahlwirbel ist noch in Ordnung. Blitzschlag. Blitzschlag. Siegesparade ist auch noch verständlich, aber hier geht's wieder los. Kaltes Gestöber Tritt. Kahnschild ist auch noch okay. Kaltes Gestöber Zweit und natürlich gibt es noch Kaltes Gestöber Erst. Okay, die hatten es wohl mit der Aufzählung nicht so. Graviert Würde ist auch gut. Wenn das hier rauskommt, hierzulande, denken die Leute bestimmt, oh, die haben das ist ja falsch übersetzt. Ja, genau. Ja, das ist ja scheiße, aber so. Es ist original. Ja, so. Und seine Theme heißt immerhin Stolz, da kann man ja nicht viel falsch machen. Das ist gut, ja. Man hört auch wieder sehr hochklassig. Also der ganze ist Soundtrack... Stolz auch wieder ein deutsches Wort, was es in Japan nicht gibt, so wie Ehrgeiz? Ne, Stolz gibt's, Stolz gibt's, Ehrgeiz gibt's nicht. So, und jetzt sein Instant-Kill. Windrad des Weltraums. Da rastet er komplett aus. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie ein Löwe. Ja, er heißt ja auch Leo. Naja, klar, aber... Muss natürlich noch explodieren. Weil ist so. Natürlich. Krass. So, und jetzt machen wir Mei. Wie alt schätzt du den Charakter? Die? Ja. Es ist Japan, 13, 14. Ja? Sie ist tatsächlich über 20. Sie ist nur wegen Story irgendwie so klein. Und jetzt... Es klingt jetzt vielleicht rassistisch, aber bei asiatischen Menschen ist es so, es ist Kind, dann junges Mädchen und irgendwann einfach Oma. Da gibt es keinen Zwischenschritt, das ist einfach wahr. So. So, du hörst ihre Stimme. Kleines Mädchen, ne? Wie alt ist die Sprecherin? Alter, wahrscheinlich ist es ein kalter 45 ist. Nee, die Sprecherin ist über 50. Das ist die zweitälteste Sprecherin im Spiel. Krass. So, jetzt gibt's... Also ja, wir können ich meine, Pikachu wird ja auch von einer erwachsenen Frau gesprochen. Klar, aber guck mal, mit was die kämpft. Ah, ich krieg's nicht hin. Mit Delfinen. Mit Delfinen? Ja, die hat man ja vorhin, der Delfin hatte ich doch erwischt. Ach stimmt, das war der Wal, das war der Super von ihr. Irgendwo hat sie noch einen tollen Otter, den hat sie nicht gezeigt vorhin. Weil ich die Figur gerade sehe, wie ist ein Skullgirls? Da. Oh. Skullgirls ist, ja, ist okay. Ist okay. Der Stil ist, den finde ich ganz gut, aber das Spiel an sich ist nicht mein Fall. Das ist, orientiert sich an Marvel vs. Capcom 2 und baut noch ein paar Eigenheiten ein, die mir nicht so gefallen. Ich kann verstehen, wenn Leute es mögen, aber es wird auch nicht so viel gespielt. Es ist auch kein Main-Titel auf der Evo und hat immer Probleme mit den Spielerzahlen. Schade, weil das was sie versprochen hatten, war ja schon ziemlich geil. Genau. So, und jetzt... Ich bin bereit. Für Delfin-Power wahrscheinlich oder so. Nein. Komplett anders, wie du es denkst. Sie ist Kapitän von einem Schiff. Oh nein, der ist in der Waffe drin. Ja. Sie spricht sogar noch. Der freut sich aber. Ja. Der hat sich ja gefreut. Oh, jetzt geht's los, ich sterbe. Guck mal, sie hat sogar einen eigenen Screen mit Destroyed. Wird noch besser. Ah nee, man sieht's gar nicht, ihre Crew. Normalerweise sieht man noch ihre Crew. Ah, ich weiß, wo man ihre Crew sieht. Das machen wir jetzt noch schnell. Muss der in eine spezielle Stage, oder? Genau, man muss aufs May-Ship selbst. Da machen wir gerade May selbst. Und dann der Axel. Axel, alles klar. Das sind die alten Tracks. Die zeige ich nicht unbedingt. Ist aber cool, dass dabei steht Guilty Gear 2, genau. Guilty Gear X2 Guilty Gear 2 ist ja sogar ein 360 Exklusivtitel. Tja. Weil das ist Dynasty Warriors kombiniert mit einem Real-Time Strategy Game. Oh Gott. Wir hatten noch einen tollen Instant-Kill, das ist Potemkin. Der Command-Throw-Character. Erinnert mich auch an den großen Bruder von Full Metal Alchemist. Okay, ja, ein bisschen schon. Der Helm ist zumindest fast identisch. Oder sogar, nee, nur ein bisschen identisch. Kyle, genau. Das ist der Sohn von dem, den wir im Tutorial-Mode verhauen haben. Der Vater, der Sohn, genau, den Sohn haben wir verhauen, so rum. Der Vater sieht halt einfach jünger aus. Aber okay. Nee, ich finde, der Sohn sieht jünger aus. Ja, findest du? Ja, ja. Oh gut, da kann man jetzt drüber streiten, ist Japan. Aber es ist die Theme. Du hast aber dieselbe Stage ausgewählt. Ah, scheiße. Ja, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Blow-Ups hier.
Okay, May. Nein! Deswegen habe ich falsche Stage. Das war aber, ist sonst was anderes. So May Ship. May Ship. Die Stage besteht wahrscheinlich nur aus Delfinen und... Nein, und überhaupt nicht. Das ist wieder komplett anders, wie du es verstehst. Das ist die Crew. Habe ich ja gemeint, dass dann die Delfine die Crew Und sind. die erste Stage aus dem ersten Game, da hast du alle Charaktere. Im letzten Game sahen dann aus wie Charaktere von Magika Madoka. Ja, mir gefällt die Katze übrigens. Die Katze ist super, ja. Oder die Köchin oder im Hintergrund der Delfin, der da rumschwimmt mit dem Mädchen Stimmt, im Pool ja. und so. Also die Details in dem Game, die sind einfach nur crazy. Da sitzt auch noch eine oder steht. Und jetzt hoffe ich, dass der Move geändert wird. Sollte eigentlich so sein. Freut er sich auch in der Kanone? Bin ich mal gespannt. Nee, Kai ist anders, glaube ich. Nee, der freut sich nicht so. Nee. Aber ist trotzdem... Ach nee, sorry. Ihre Crew sieht man nur in ihrer normalen Win-Animation. Ach so, okay. Aber jetzt ist was anderes. Hörst du, die Musik hat sich geändert. Ja. Warum? Fällt dir was auf? Die Figur hast du nicht geswitcht. Nee, aber Kai ist anders. Da ist an der Brust anders, oder? Nee, der Zopf ist weg. Ah. Wenn er einen Knockdown kassiert oder Instant Kill, geht der Zopf von ihm auf. Ey, und die Haare ändern die Details sich. sind echt krass. Und dann beginnt auch sein alter Track zu spielen. Das ist ja geil. Das ist dann Serious Mode von ihm. Es ändert eigentlich gar nichts an ihm. Er hat nur ein bisschen andere Voice Samples und sieht anders aus. Aber sein Instant Kill gefällt mir auch gut. Ich finde es geil, dass das Spiel komplett untertitelt rausgekommen ist. Ja, das selbst finde in ich Japan. auch super. Aber die wissen halt, dass es weltweit gleich gespielt wird. Ja, aber auch das wenn haben sie sie- früher nicht gemacht. Guilty Gear ist das erste, wo sie es wirklich so gemacht haben. Das fand ich aber saugut. Das ist richtig gut. Weil endlich kann ich mal lesen, was sie da reden, weil ich mag, die englische Synchronisation in dem Spiel ist eine Katastrophe. Kannst du es in den normalen Versionen auch auf Japanisch stellen? Na klar, Okay. geht auch. So, welchen Instant Kill ist noch sehenswert? Batman können wir machen, denke ich. Ach, Axel wolltest du, Axel und Batman wäre auch cool, ja. Ah, Elfeld müssen wir noch zeigen, genau. Auch ein DLC-Charakter. Aber die war umsonst, wenn du pre-ordered hast. Okay. Aber ich glaube, Axel ist ziemlich boring. Egal, du wolltest ihn ja sehen. So. Der hat aus lustiger Char. Das ist seine normale Laufanimation. Weil sein Dash ist so ganz komisch. Okay. Sieht ein bisschen arg kaputt aus, ne? Ja, ja. In der Regel kämpft auch das Bett, der Char, der oben drauf ist, der macht gar nichts. Aber er hat auch eine lustige Animation, glaube ich. Nee, war das die Idle-Animation? Ne, ich wollte eine andere sehen. Na, passiert wohl nichts. Normalerweise legt er sich dann hin und schläft. Ganz normal. Ah doch, da kommt's. Oh. Sieht man sogar. Da weiß man, jetzt ist es wirklich Batman. So, machen wir mal Instant Kill. Weil jetzt wacht er auf. Jetzt bist du in seiner Welt. Ach, die Stage mit dem Film ist Genau. ihre Stage. Bad End. Der Blick noch am Ende. Ja. Guck mal, wie er applaudiert. Oh. Ja, voll schön. Kannst du die Eingaben übrigens wegmachen? Ja, die kann man auch wegmachen. Aber macht man eigentlich, wenn du mehr Ja, wenn du bist, trainieren willst, dann genau, ist er drin, ja. Richtig. Ja, das ist halt. Ja, macht halt die Ketten drum und explodiert. Das Jo. ist ja halt Das Übliche, das ne? Übliche so. Was man sonst so erwartet. Nicht sowas wie Batman, der einen ins Kino jagt und dann mit Bad End Ja, konfrontiert Batman wird. lockt euch ins Kino. Fuck. So, und dann habe ich ja noch gesagt Elfeld, die man auch wegen bestimmten Gründen bestimmt spielen möchte nur. Ist halt, Weil man auf kleine Kinder mit dicken Mützen so steht. sieht's aus. Ah, gut.
die auch noch ein Hochzeitskleid trägt. Da sind viele Guilty Gear OGs. Ah, hier Slayer, der auch viele Queen-Referenzen hat. Und den Namen Slayer trägt. Der hat auch sehr lustige Animationen, die ich noch kurz zeigen kann. Also sie hat auch einen guten Angriff. Mal gucken, ob ich den direkt finde. Ah, genau, sie ist der MLG-Charakter in dem MLG for 20 Blazed Headshots, wenn man das mag. Das ist die Shotgun. Kann man den Charakter spielen. Krass, da muss da was richtig schnell sein, ne? Ja, genau, du musst halt wissen, wo der Gegner hingeht, aber du kannst ihn dann erwischen. Aber was ist das Lustige dran? Sie hat noch was. Finde ich es auf die Schnelle? Ja. Eine Erdbeergranate? Eine Erdbeergranate. Die du aus Versehen nicht geworfen hast. Ah. So. Und die kann man auch. So, ich muss werfen. Man merkt, ich spiele den Charakter, ne? Man kann die manuell auslösen, wenn du sie abschießt. Und dann kann der Gegner den Angriff nicht blocken. Das ist so eine ihrer Dinge, die man machen kann. Also auch sehr lustiger Charakter, wie man merkt. Das ist ihr Taunt. Ist auch immer der Kuchen, okay. Ah, noch ein Taunt. So. Wo holt man die sonst raus? Natürlich. Das erinnert mich an High School of the Dead. Ja. Mit der Kugel. Sie schießt eine Kugel wie Amos pfeillos. Oh. Und die Liebe bringt ihn um, ja, so ist es halt. Genau. So ist es halt. Dann noch die Zunge raus. Das ist ja voll kawaii! Ja, genau. Ich muss mal gucken, ob ich ihren Super hinbekomme. Kawaii! Ja, das war auch gut. Ich hatte noch einen Raketenwerfer natürlich. Ah, das ist die Shotgun-Stance. Ah, ich krieg den Super nicht hin. Da müssen wir kurz nachschauen. Du musst auch noch sehen, da wirst du wahnsinnig, was der Charakter für einen Super hat. Ach, mit D. Ein Hochzeitskuchen. Aber das ist, ich finde das Spiel so geil gemacht. Also Ach, fuck, wir haben Slayer vergessen. Das Coole ist ja auch, da kannst du auch gleich eine andere Figur noch mit reinnehmen. Genau. Das Coole ist halt aber auch, das ist ein Spiel, was auch Spaß macht zuzugucken, weil es einfach schön ist und weil es geil gemacht ist. Richtig. Na, welche Figur nehmen wir noch? Ich glaube, wir nehmen einfach noch, wer hat noch einen tollen, lass mich kurz überlegen, wer einen tollen Instant-Kill hat. Ram haben wir gesehen, Leo, Eddie, Zato. Zato hat keinen tollen Instant-Kill. Chip ist auch ziemlich bon, das ist der Ninja-Charakter. Muss es immer geben. Klar. Es muss immer ein Ninja geben. Natürlich. Aber das ist, was ist das Tolle an dem Ninja? Das ist ein Amerikaner, der sich als Japaner ausgibt und seine Moves nur nach generischen Namen benennt. Zum Beispiel sein Angriff ist Sushi, Sukiyaki und so Zeug. Kann ich mal nehmen. Sushi, Sukiyaki, Tokio, genau. So musst du dir den vorstellen. Das ist einfach nur so ein Japanophiler, also ein Amerikaner, der gern Japaner wäre quasi. Genau, das, was die Japaner auch eigentlich nicht so mögen. Ja, und das ist halt der Ninja in dem Spiel. Sind ja, viele fahren ja voll auf Animes und sowas ab. Wenn ihr darüber geht und dann sagt, oh, Animes, dann hassen euch die Leute. Genau. Die hassen euch dort. Guck mal, wie Slayer nach hinten läuft. Beste und nach vorne. Geil. Ne, es ist doch so, um nochmal drauf zurückzukommen, dass es bei den Japanern so ist, es wird ja schon als Kunst angesehen, Animes, nicht als, oh, es ist süß und sonst was. Und deswegen, da fahren die Leute nicht so drauf ab. Also wenn ihr dort seid, cool bleiben. So sieht's aus. Guck mal, sogar die Pfeife haben sie animiert, wenn er in der Eil-Animation ist. Die Pfeife und der Teppich kriegt Flügel. Ja. Das ist sein Umhang, der Umhang, ja, der ist ja ein Vampir. Slayer ist ein Vampir. Ach so. Und er hat in seiner Stage läuft auch seine Frau rum. Und die hat er manchmal auch am Anfang da und saugt dann noch Blut, bevor er fightet und so weiter. Hier, die Moves sind auch super. Airwalk. Da war auch wieder lacht. Großartiger Charakter. Seine Move-Namen, wenn du das siehst, denk nur mal an Queen kurz und jetzt geht's los. Da sieht man Bloodsucking und Dandy Step, Pfeilbanker, Under Pressure, It's Late, Footloose, Undertow, jetzt geht's los. Dead on Time, Dandy, was geht's denn da? Früher hat er noch einen Move gehabt. Krass. Sein Move früher hieß, na bin ich mir gar nicht sicher, ob das so hieß oder nur was anderes war, aber sehr lustiger Charakter.
Den mögen auch sehr viele, weil es halt einfach ein alter Opa ist, der dir aufs Maul haut. Wer mag das nicht? Moment, ich muss mal gucken, ob ich den schlimmen Move hinbekomme. Nee. Da sieht man es zum Beispiel. Wie viel Power dahinter steckt quasi. Muss man auch den Schaden oben anschauen. Ich hab's gerade gesehen, das war ja schon ein Viertel fast. Genau. Dann, was wollte ich noch zeigen? Wenn er blockt, genau. Wie machen wir das? Ganz einfach. Wir stellen hier ein. Du kannst ja wenn Practice Mode kann man so viel einstellen, das war immer schon so. Dass er alles blockt, genau. Und Slayer hat auch eine tolle Animation natürlich. Er wackelt mit den Händen rum. Und wenn du das genau siehst, macht er sogar Stein, Schere, Papier und so weiter. Das ist also lustig. Liebe zum Detail. Genau. Und dann natürlich den Instant Kill. Den Slayer, der ist ziemlich unspektakulär. Der macht ein Haiku. Immer. Zu jedem Charakter hat er, glaube ich, ein eigenes Haiku. Nee, ist sogar immer dasselbe Haiku. Der wird einfach in den Weltall gelauncht und er macht einen Haiku. Philosophischer Raketenstart oder so sieht's aus. Mit Chip. Ach so, ich muss von Chip noch Sushi, Sukiyaki und so weiter machen. Stimmt. Zumindest mal die Namen zeigen. Auch jetzt nicht so spektakulär. So, ich weiß auch den Moves nicht komplett auswendig. Aber man hört es gar nicht. Normalerweise sagt er dann Sushi, Sukiyaki und so weiter. Das ist dann halt lustiger. Es gibt halt auch alternative Soundfiles in dem Spiel. Wie sieht man das denn? Haben sie es geändert, hä? Ne, Resho Rukusai Senshu. Ne, das macht er dann nur manchmal. Dann ist es sogar eine Ausnahme, dass er Sushi, Sukiyaki und so weiter sagt. Krass, immer wenn ich das höre, da lache ich mich kaputt. Das ist so dumm. Verstehe ich gar nicht. Das ist so dumm. Guck mal auf die Animation. Oh, okay. Oh Gott. Das ist so ein gutes Spiel. Kriegen wir das nochmal hin? Ich will das ja mal zeigen. So, bevor er explodiert. Das ist wie bei Cell oder bei Boo, bevor sie sich in die Luft jagen. Da sieht man. Die Fresse. Geil. Ja. Okay, willst du noch irgendwas zeigen? Weil wir sind kurz vor Ende. Ja, sind kurz vor Ende. Was könnten wir noch kurz zeigen? Man könnte mal zeigen, wie es noch weitergeht. Also, wenn ihr wirklich interessiert seid, was es in dem Spiel auch noch gibt. Es gibt einen Challenge-Mode. Was sieht man dann in Challenge-Mode? Challenges. Ja, das sind halt die Kombos. Ah, okay. Da geht's schon ein bisschen interessanter los hier. Also da könnt ihr auch trainieren. Genau. Und das Coole ist, ihr kriegt es halt direkt eingeblendet, was ihr machen müsst. Das ist halt das Geile dran. Und ihr seht auch genau, wo der Fehler liegt. Und man kann auch Videos immer anschauen, wie soll das jetzt laufen, wie sieht es aus. Sie geben sogar Tipps, wenn man was delayen muss. Also es ist perfekt gemacht. Das Spiel ist super für den Einstieg. Wenn ihr wirklich reinkommen wollt, geht es ohne Probleme. Also man muss sagen, spielt halt keine 20 Stunden Call of Duty, sondern nehmt euch die Zeit und trainiert eure Figuren, die euch gefallen. So sieht's aus. Oder halt, also wenn ihr wirklich Fighting Games interessiert seid. Ein Tipp von mir noch. Ja. Sorry. Ja. Wenn ihr eine Figur spielt, wo ihr denkt, oh, die ist super, und ihr merkt nach einer Zeit, nee, die ist doch nichts, dann verbeißt euch nicht dran. Probiert lieber noch was anderes aus. Völlig richtig. Ist einfach so. Das empfehle Habe ich selbst früher immer gemerkt. Genau. Es ist auch oft gut, damit man einfach so den Horizont erweitert. Ja. Und man sieht da mal, ach so funktioniert es. Und dann lernt man auch für den anderen Char was. Dann kann man auch damit umgehen. Das Gute ist, wenn du vom anderen Char die Sachen weißt, wie sie funktionieren und dich reindenken kannst du auch besser gegen den Char vorgehen. Völlig korrekt. Jetzt zeige ich noch ein paar so Nebenher-Features. Guck mal unten die Leiste. Da entdeckst du eventuell was. Ganz unten. Dass du das gekauft hast? Ne, noch weiter und ganz unten. Ein Newslog. Oh! Was das letztes so cool war. Wenn du online bist, steht da natürlich was anderes. Jetzt, weil wir nicht online sind, ist nicht die aktuelle News da. Ist aber cool. Das ist wie ein Changelog, den du immer hast. Und wenn ihr online spielt, gibt es noch was anderes, automatisch.
Ach so, wir können eh noch einiges zeigen. Noch nebenher, was es noch so gibt, kurz. Kämpfe von dir? Ehemalige? Hier, Library, wird alles erklärt. Da ist sogar Aber dabei, die überhaupt nicht im Spiel vorkommt und im alten Spiel war, die habe ich früher immer gespielt. Das ist wie so ein kleines Wiki oder was mit drin ist? Das ist nicht nur ein kleines Wiki, das ist ein riesiges Wiki. Die Wiki hat sogar einen eigenen Soundtrack, wenn du richtig hinhörst. Das spielt nur da drin. Und da gibt es so viel Zeug in der Wiki, es ist unmöglich. Über den Unreal Engine. Genau. Es ist so unfassbar viel in der Wiki drin. Krass. Also die haben sich so viel Mühe gegeben in dem Spiel. Das ist unfassbar. Dann Galerie, geh mal in die Galerie. Galerie, da schaltest du Zeug frei. Oder halt kannst du Artwork anschauen. Da können wir, ruf mal so ein Bild auf. Ruf mal ein paar Bilder auf, die kann ich dann nämlich als Thumbnail nehmen, wenn ich sie rausziehe aus dem Video. Hier ist mein Charakter. Aha. Ram Lethal. Genau so, lass das gerade mal kurz. Danke. Okay. Ja, das reicht schon. Kann ich später rausziehen. Genau. Vielleicht noch was anderes oder so. Und wir können hier die Arcade, das Artwork. Das ist jetzt zum Beispiel Ichibatari, also der Producer. Mhm. Dem sein Style ist ziemlich schnell erkennbar. Also das hier ist auch von ihm, glaube ich. Sieht man einfach, das sieht einfach ein bisschen anders aus. Er hat einen sehr eigenen Stil. Cool, ja. Ich hätte gern... Wo ist das Artwork? Das sind so die Trailer, die du dir anschauen kannst. Wie man das hier unlockt, habe ich keine Ahnung. Leider, aber was soll man machen? Schau, zeig so eine vollbusige. Das nehme ich als Bild, dann gehen die Klicks hoch wie die Sau. Okay. Hab euch verarscht, die kommen gar nicht drin vor. Dann müssen wir Aino nehmen. Ich meine, mein Charakter ist auch gut, Christian. Ja, den nehme ich auf jeden Fall, aber es werden ja bestimmt Aino. 2 oder 3 oder 4. Ja, Aino oder Elfeld. Ich finde Aino besser. Ja, mach mal den Ding weg. Die Schrift. Genau, nehmen wir das andere auch noch, dann haben wir für 3 Videos schon mal Bilder. Super gut. Ist das geil, hä? Und ihr seid live dabei, wie wir das Video fertig machen. Ja. Krasser Scheiß. Die Zeit ist leider wirklich rum. Alles klar. Weil wir haben jetzt 2 Stunden Material und die Kamera ist schon fast ganz voll. Ja. Auf jeden Fall. Wir haben ja noch eine Minute. Eine Minute? Ja klar, haben wir noch. Okay, das hier ist Profile, das könnt ihr für online einstellen. Könnt ihr sogar einstellen, wann ihr online seid. Da können andere schauen, oh, da ist immer da und so weiter. Und könnt auch euren Chart zeigen und so weiter. Hier unten könnt ihr sogar Zeug schreiben, das habe ich aktuell nicht. Und was ist auch. Oh, das ist nicht geladen, ne? Nee. Normalerweise, man kann nicht rein. Also die doch, es geht doch trotzdem. So, Online-Storage. Man kann sogar Replays in Online-Storage ablegen, das wusste ich gar nicht. Also hier werden eure letzten 100 Replays immer gespeichert. Die könnt ihr euch dann anschauen. Hast du ein gutes, wo du weißt, das lohnt sich nochmal reinzuschalten? Habe ich, klar. Wir können... müssen wir mal gucken. Also das Spiel hat wirklich einen Haufen Zeug zu bieten, wirklich. Wenn ihr euch auch nur ein Stück weit dafür interessiert, würde ich sagen, schlag zu. Das Problem ist halt, es gibt es im Moment nur in Japan. Sein? Und das könnte einige Leute bestimmt ziemlich stark abschrecken. Ne? Okay, ja. Einige, nicht jeden, aber... Damit ihr mal aussieht, wie es auch laufen kann. Das hier ist der, mit dem ich auf die Evo fahren werde. Der dunkle T-Bone. Dark RTB1. Ach so, ich habe gedacht, ich nenne ihn immer nur Osman. Okay. Das ist sein richtiger Name. Und jetzt seht ihr, wie ich aufs Maul bekomme erstmal. Okay, ich spiele auch den neuen Charakter. Das ist geil, dass die Eingaben gespeichert sind. Genau, das sieht man auch, was der Gegner so drückt und so weiter. Das ist jetzt ein Online-Match, das automatisch recorded worden ist. Ja. Da muss ich jetzt blocken, das ist das Schlimme an dem Charakter, der ist im Nahkampf so stark und mein Charakter hat einfach keine Verteidigung, aber ich mache auch einige Fehler, die ich mittlerweile zum Glück ein bisschen lösen konnte. Gut, aus Fehlern lernt man, ne? Richtig. So, jetzt mache ich hier das Schwert. Da habe ich gedacht, der benutzt einen Move für in der Verteidigung, so ein Dragon Punch. Den hat er auch, dass er einfach rauskommt. Den habe ich sozusagen gebaitet, aber er hat es nicht gemacht. Da war Blitzschild, er hat den Konter-Blitzschild gemacht, weil ich wusste, er wird den machen, deswegen habe ich ihn geworfen. Weil mit Werfen kannst du Blitzschild schlagen. Und ja, das ist ein Konter, den nur der Charakter hat. Und das war der Stahlsturm oder Wirbelsturm. Aber doch sehr knapp, ne, das Rennen. Na, es ist immer knapp, aber wenn es halt immer eindeutig knapp ist, ist es halt geschlachtet. Aber, okay, ich habe immer eine Runde geholt. Manchmal sehen die Matches auch aus wie die reinste Rummäscherei, aber das muss man halt so verstehen.
Man kennt den Gegner, man weiß in etwa, wie er reagiert und das Spiel ändert sich halt immer, je nachdem, gegen wen man spielt. Ich könnte jetzt auch gegen einen anderen Leo spielen und es wird komplett anders aussehen. Das ist halt auch das Tolle an Fighting Games. Also es sieht immer anders aus. Jedes Match ist unterschiedlich. Man hat natürlich immer so einen generellen Spielplan, wie muss es laufen und so weiter, aber wie man weiß, aus jeder Sportart, die man spielt, es läuft nie so, wie man sich das vorstellt in der Regel. Da habe ich zum Beispiel eine Combo gedroppt, beziehungsweise eine Bestätigung von der Combo, die normalerweise sitzen muss. Mein Charakter muss treffen und dann die Combo treffen, sonst ist die nicht so gut. Und es hat nicht geklappt? Ich habe es verkackt einfach. Es hat geklappt, hätte es. Ich war einfach zu schlecht. Also da muss man auch, wenn man Fighting Games spielen muss man sehr selbstkritisch sein und ehrlich. Wenn man nicht ehrlich ist, kommt man nicht weit. Gibt es einige, wo das noch bisschen stärker verinnerlichen müssen, leider. Selbstkritik ist das Wichtigste, um besser zu werden. Natürlich ist es hier und da talentabhängig, aber am Ende ist es einfach die Zeit, die man investiert. Klar, auf jeden Fall. Gut, okay. Achso, es gibt noch eine dritte Runde. Bevor die rum ist, weil danach werden wir wahrscheinlich direkt abschalten. Wir können schon langsam beenden. Also erstmal danke für die Überraschung, das war echt cool, hätte ich nicht gedacht. Ja, kein Ding. Ich finde es geil, dass wir 2 Stunden Material rausgekriegt haben, ja. Obwohl wir es wahrscheinlich noch 5 Stunden weitermachen könnten. Easy, da wäre noch so viel zu zeigen. Allein zum Beispiel, dass du Wenn ihr vielleicht hier im Channel mehr davon haben wollt, sagt einfach Bescheid. Ja, also wenn ihr das sehen wollt, dann können wir auch gerne nochmal was wiederholen oder wir zeigen mal ein anderes Fighting Game oder so. Ich meine, drüber labern kannst du ja genug. Also für Fighting Games bin ich sehr starke Quelle, weil immer offen. Ich spiele sehr viel Fighting Games. Das ist mittlerweile so mein Hauptspiel, also meine Hauptfreizeitbeschäftigung. Höchstens mal ein lustiges Indie-Game zwischendrin, ne? Ja, oder ein RPG. Oder aktuell spiele ich auf meinem 3DS Rune Factory 4. Den habe ich jetzt neu erworben. Ein gutes Ding. Hast du Ding gespielt? RPG? 3DS? Ja. Bravely Default, ja. Nee, habe ich nicht gespielt. Nicht soll sehr gut sein. Ja, ich weiß. Nur am Ende sollst du die Story, glaube ich, nochmal 40 Mal wiederholen oder so. Richtig, das Spiel macht sich sogar selbst drüber lustig, habe ich gehört. Oh weh. Nee, aber es soll sehr gut sein, es soll auf Bravely Second kommen. Genau. Auf jeden Fall, Leute, danke fürs Zuschauen und Tschö. Ciao, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt's drunter. Bis dann.